Und normalerweise fängst du ja an und hast einen Proberaum, stellst dir eine Band zusammen, holst dir Equipment. Und all diese Faktoren haben wir nicht bedacht. Eigentlich hat das alles angefangen, dass ich mit dem Leon schon damals, vor, ich würde mal sagen 15 Jahren oder noch länger, haben wir mal auf so einer Playback-Show alt gespielt und da haben wir schon irgendwie so zusammen Musik gemacht. Ja, die Jungs haben gerade Danz rausgebracht, beziehungsweise ist gerade frisch komponiert. Und damals bei der Aufnahme hat der Luki noch die Quetsch gespielt für Danz. Und weil er schlecht gleichzeitig Gitarre und Quetsch auf der Bühne spielen kann, brauchten sie halt noch irgendeinen Deppen, der es macht. Und dann war ich ein bisschen auf Tinder für Musiker unterwegs, habe ich den Leon kennengelernt, fanden wir uns nett. Hat er gesagt, komm doch mal vorbei, suchen einen Bassisten, du kannst auch Bass spielen. Bin ich mal vorbeigekommen, ein bisschen auf Littert, war von mir aus eine ganz schöne Strecke. Als ich so das erste Mal mit den Jungs in Kontakt gekommen bin, musste man erstmal so ein bisschen warm werden. Man hat ein bisschen gequatscht, woher man kommt, was man macht. Aber man hat recht schnell schon gemerkt, dass es einfach alles passt. Also man hat sich verstanden. Und ja, dann saßen wir auf einmal mitten in dem Teich. Das Wichtigste oder das Schönste eigentlich an der Band ist, dass jeder seinen Part hat, den er einbringt, seinen Teil, ob es jetzt einfach nur Musik ist oder eine organisatorische Sache. Jeder hat seine Stärken und darauf kommt es letztendlich an. Wenn der Nikolai mir sagt, ja Nils, jetzt stell dich mal mit dem Akkordeon oder sonst was dahin und spiel mal einen ein, dann bin ich immer so ein bisschen nervös irgendwie, weil ich denke, auf der Aufnahme hörst du alles perfekt und dann muss ich jetzt super die Leistung bringen und so, aber ja, eigentlich legt sich die Aufregung dann immer wieder und es hilft auch so ein bisschen, dass man konzentrierter spielen kann und ja, solange am Ende das Produkt geil ist, ist es super. Sind wir dann zum Gloria gefahren und haben, ne? Ja. Hör mal, wir machen hier Film. Achso, sorry. Das ist egal. So Jungs. Jetzt ist mein Part dran. Eigentlich musstest du dich gleich auch nochmal davor setzen. Ne? Ich bin der Doof, der das hier alles macht. Ja, und immer wenn die Jungs einmal in die Kamera lachen, dann geht mein Herz auf.